Für meinen Teil bin ich sehr, sehr glücklich, dass wir hierher gefunden haben. Es ist ein neuer Schritt, ein nächster Schritt nach einem ersten, den wir vor einem Jahr gegangen sind und wo wir damals noch nicht erkennen konnten, wird denn der nächste Schritt wirklich folgen. Jede solche Tagung in einer ja noch etwas labilen Situation vorzubereiten, ist auch eine kleine Gratwanderung. Und dass diese Gratwanderung heute eigentlich viel weniger bedenklich ist, als uns das vor einigen Jahren noch hätte erscheinen mögen, ist doch auch ein Signal. Es ist ein Signal, dass wir auf dem Wege sind, Selbstverständliches zu tun, wenn wir einander begegnen. Und dieses Selbstverständnis, dieses selbstverstehende Aufeinander zugehen, ist unablässlich für ein wachsendes Europa, in dem auch die baltischen Staaten ihre Heimat haben. Wer von den deutschen Gästen in den nächsten Tagen ein bisschen von Tallinn oder von Tartu kennenlernen wird und auch von der estländischen Gastfreundschaft, der wird begreifen, warum hier ein Zentrum Europas ist. Nicht nur von der Geisteshaltung, sondern auch von der Geschichte, von den Schneidelinien der Geschichte, Schweden, Russland, Deutsche, alle haben die hier irgendwann mitgemischt und Estland geprägt. Dann kam ein großer, langjähriger Einschnitt, unter dem wir alle, die einen weniger, die anderen mehr, noch immer leiden. Und ich glaube, wir alle haben vorgestern, die Berliner, wie auch die Esten, mit einer gewissen Erleichterung gespürt, dass ohne große dramatische Zwischenfälle einige Soldaten in eine bestimmte Richtung zurückgezogen worden sind. Wir wünschen uns in einem Europa der Zukunft, dass diese Soldaten niemals mehr als Soldaten zurückkommen mögen. In diesem Sinne wünsche ich unserer Tagung einen Verlauf, so wie ihn mir ein Kollege in einem Brief von der letzten Tagung mit auf den Weg gegeben hat, einen Wunsch. Er hat mir geschrieben, Riga, das war für ihn der bewegendste und wichtigste Kongress, den er jemals mitgemacht hat. Und in diesem Sinne hoffe ich auf einen ähnlichen Erfolg. Ich grüße Sie und danke Ihnen fürs Zuhören. Aus Estland, Lettland und Litauen im Namen aller Mitglieder der Deutschen Division der Internationalen Akademie für Pathologie darf ich Sie begrüßen bzw. die Grüße der Kolleginnen und Kollegen übermitteln. Dieses ist ein besonderes Treffen, nämlich ein Arbeitstreffen.
das dazu dient, Fachliches zu vertiefen, zu verbessern und, wie Dr. Wegener eben gesagt hat, europäische Kontakte zu knüpfen. Das größte Problem dabei ist natürlich, dass wir uns nicht kennen. Und das Besondere für mich heute Abend ist, dass ich viele, viele Gesichter wiedererkannt habe. Wenn ich noch alle Namen lernen würde, dann wäre das besonders schön. Ich glaube, wir brauchen noch ein-, zweimal und dann werden wir das auch können. Insofern glaube ich, dass wir heute Abend alle hungrig sind. Ich will daher mich ganz kurz fassen. Ich hoffe, dass wir intensiv morgen und am Sonntag arbeiten können. Alle Pathologen auf der Welt arbeiten Samstag und Sonntag besonders gern. Das wissen viele nicht, Kliniker vor allen Dingen, aber Pathologen sind immer auf Fortbildungsveranstaltungen Samstag und Sonntag. Insofern ist dieses ein Stück Normalität. Und ich glaube, wenn wir dieses alle so empfinden, besonders nach den 2 Tagen, die Herr Wegener eben angeschnitten hat, dann ist das umso schöner. Viel Erfolg morgen für die Tagung. Liebe Damen und Herren, sehr geehrter Herr Wegener, sehr geehrte Kollegen und Gäste. Bitte entschuldigen Sie, ich spreche sehr schlecht Deutsch. Ich kann jetzt begrüßen euch im freien Estland. Ich freue mich sehr über die Zukunft, über Zusammenkunft, dass so viele Pathologen sind hier. Die Veränderungen, die im Gesundheitswesen finden statt, verlangen die Besserung der Qualität der ärztlichen Hilfe. Die Tätigkeit der Pathologen hilft wesentlich den Klinikern in Stellen der Diagnose und ermöglicht auch die Arbeit der Kliniker zu beurteilen. Die Deutsch-Baltische Ärztegesellschaft macht dankenswerte Arbeit in Organisierung der Symposien auf hohem Niveau. Das erste Symposium war sehr erfolgreich. Ich bin überzeugt, dass das anfangende Symposium mit seinem interessanten Programm einen sehr guten Empfang findet und großen Dank der Teilnehmer verdient. Ich möchte unseren deutschen Kollegen recht herzlich danken, dass sie eine Reise vorgenommen haben, um ihre Kenntnisse und Erfahrungen mit den Pathologen aller baltischen Länder zu teilen. Ich wünsche Ihnen angenehme Erlebnisse hier und in Laulasmaa und ebenso in Tallinn. Ich wünsche dem Symposium Erfolg und Aktivität. Danke für die Aufmerksamkeit.
entfernt wurde. Nach dem russischen Lager wurde ich einigermaßen euer Kollege. Ich wurde so etwas, ich weiß nicht, wie es auf Deutsch genannt wird. In meiner Jugend gab es barmherzige Schwestern, also ich war wohl ein barmherziger Bruder. Aber da die Barmherzigkeit in der Sowjetunion streng verboten war, so nannte man mich ein medizinischer Bruder. Und nach dem Freikommen lernte ich Mathematik und wurde endlich Mathematiker. Darum habe ich Interesse an Ziffern. Und ich entschuldige mich, wenn ich damit etwas übertreibe. Ich werde versuchen, mich zu bremsen. Also, die russischen Truppen sind gegangen. In Estland die 15 Kolonnen. Das ist für uns eine sehr wichtige Sache. Es sind 10.000 Reserveoffiziere, etwa 60.000 Mitglieder, russische Mitglieder der Kommunistischen Partei, die eigentlich 60.000 es würden etwa 5 Millionen würden die Verlusten über 5 Millionen gewesen sein. Es wurde vorbereitet schon während dem Kriege, als 3 größte Städte Estlands vernichtet wurden oder bombardiert. Narva 100%ig, Tallinn zu 50% und Tartu oder Dorpat ungefähr zu 60%.
die besondere Freude, dass wir Referenten wiedergefunden haben, die, als wir sie gefragt haben, ob sie bereit wären, nach Tallinn zu kommen und ihr Wissen Ihnen mitzuteilen, mit Freude Ja gesagt haben. Bevor wir mit der Arbeit beginnen, möchte ich Sie noch einmal ermuntern, dieses als Arbeitstagung zu betrachten. Was heißt das? Das heißt, die Referenten, wie wir auf Deutsch salopp sagen würden, die Referenten löchern, mit Fragen überschütten. Nach der Erfahrung von Riga werden sie es sich nicht getrauen. Bitte überwinden Sie Ihre Scheu und fragen Sie die Referenten. Das ist das Allerwichtigste dieser Sitzung. Ich habe außerdem gedacht, dass ich Ihnen die beteiligten Kollegen einmal vorstelle. Zuerst einmal unser Vizepräsident der deutschen Abteilung der Internationalen Akademie für Pathologie, Professor Meister. Professor Meister ist Pathologe an einem großen Krankenhaus in München. Dann die wichtigste Person unserer Gesellschaft, der Sekretär und Finanzminister, Professor Wladimir Todoric. So, dann kommt die Referenten. Wir haben ja zwei große Themenkomplexe. Einmal die Erkrankung der Lunge und dann Erkrankung des Gastrointestinaltraktes. Ich werde jetzt Ihnen zuerst die Hauptperson des heutigen Vormittagsblocks vorstellen. Das ist Herr Professor Müller, Direktor des Pathologischen Instituts der Universität Bochum. Und seine Mitarbeiterin, Frau Privatdozentin Annette Fisseler-Eckhoff. Wenn wir diesen Teil abgeschlossen haben, kommt der große Komplex gastrointestinale Erkrankungen und wir haben einen Referenten der beiden, einen Vertreter der beiden Referenten hier, Herr Professor Borchardt, er ist in Düsseldorf. Herr Professor Stolte, den habe ich noch nicht gesehen. Er bereitet sich vor oder, was jedem von uns auch einmal zusteht, er schläft vielleicht eine Stunde länger. Aber er hat ja noch Zeit. So, bevor wir jetzt loslegen, möchte ich Ihnen noch etwas sagen oder Sie vielleicht um etwas bitten. Sie sehen an meinem Jackett ein kleines Schild. Auf diesem Schild steht mein Name. Und wenn wir uns das nächste Mal treffen, dann bitte ich Sie, alle ein Namensschild zu tragen. Als ich das erste Mal, wir bringen die mit oder Sie schreiben die auf einen Zettel. Das werden wir schon organisieren. Wir müssen unsere Namen kennenlernen. Als ich das erste Mal nach Amerika kam, hatten alle Namensschilder, nur ich nicht. Und ich wurde sofort beschimpft. Wer bist du? Wo kommst du her? Warum kein Schild? Also 1995 spätestens haben wir alle Schilder und kennen uns dann alle mit Namen. So, jetzt hat das Wort, ja, Break for Coffee, Kaffeepause ist
10:30. Ach so. Und dann wird Professor Tutowicz noch etwas sagen und dann hat Professor Müller das Wort. Meine Damen und Herren, um kommen, Ihren Namen und genaue Adresse anzufragen. Wir werden Ihnen aus Bonn dann eine Bescheinigung der Teilnahme an dieser Tagung schicken. Guten Morgen, meine Damen und Herren. Der wichtigste Mann der IAP wurde schon vorgestellt, aber sicher der zweitwichtigste ist der Präsident. Ich darf Ihnen vorstellen, Herr Professor Delling. Das erste Thema heute Morgen behandelt die Lungentumoren. Ich habe bei der Diskussion gestern Abend beim Begrüßungsabend schon gehört, dass auch in Ihrem Land eine ähnliche Situation besteht wie bei uns, dass eine gewisse Konzentration der Begutachtung oder der Diagnostik der Lungentumoren auch in Ihrem Land besteht. Dies resultiert offensichtlich daraus, dass aus alten Tuberkulosekliniken später Kliniken geworden sind, in denen auch die Tumoren therapiert, diagnostiziert und behandelt werden. Ich nehme an, das ist bei Ihnen auch so. Möglicherweise wird also nicht jeder von Ihnen jeden Tag Biopsien oder Operationspräparate von Lungentumoren sehen. Sie haben alle dieses Buch bekommen und ich danke besonders herzlich unserem Freund Sergio, der sich ganz da hinten in die Ecke verdrückt hat. Er hat uns ja schon im letzten Jahr so hervorragend geholfen. Sie werden sich daran erinnern. Und wir sind ja diesmal hervorragend ausgestattet mit Mikrofonen. Und ich habe weiterhin gehört, dass unser Translator Ihnen im Vorfeld schon unseren Text in das Russische übersetzt hat. Ich persönlich bin in Kaliningrad, früher Königsberg, geboren, aber ich spreche kein einziges Wort Russisch. Ich habe mir Folgendes überlegt. Sie kennen die Präparate. Darf ich fragen, wer die Präparate gesehen hat? Sie wissen also schon alles. Was alles? Und die Histologie ist international. Sie sieht in jedem Mikroskop ähnlich aus, sodass ich Ihnen viele Bilder zeigen werde, die fast alle immer aus dem Präparat stammen. Da Sie den Text in Deutsch kennen und eine russische Übersetzung haben, möchte ich die Verwirrung komplett machen und habe alle Bilder in das Englische übersetzt, die Textbilder, sodass Sie jetzt auch noch Englisch lernen oder lesen können. Ich werde zunächst eine allgemeine Einführung geben, so wie es bei uns abläuft und was in einer Diagnose am Ende stehen soll. Nun haben Sie im Programm gelesen, dass wir aus Bochum kommen. Wo liegt Bochum? Liegt im Zentrum einer großen Stadt. Und
Und diese große Stadt ist zusammengeflossen aus vielen Einzelstädten. Sie kennen vielleicht vom Fußball Dortmund, Europapokal. Auch Bochum hat eine gute Fußballmannschaft. Arbeitet Professor Borchert. Hier liegt Düsseldorf. Das ist alles eine große Stadt. Man fährt von Stadt zu Stadt und es ist nur ein wenig Grün dazwischen. Dieses ist das Ruhrgebiet, Ruhr Mining District, weil dieses der Fluss Ruhr ist. Und die Ruhr mündet hier in den Rhein. Das Ruhrgebiet sah in den früheren Zeiten, nämlich im Jahre 1914, Unfallverletzten und jetzt vorwiegend zur Behandlung der Lungenkrankheit. Ich lade Sie herzlich ein, nach Bochum zu kommen, uns zu besuchen. Dieser Teil ist die Pathologie mit Ausgang nach hinten. Da ist der offizielle Eingang, wie alle Pathologien. Wir fangen an. Wichtig, und ich denke, es ist bei Ihnen ähnlich wie bei uns, ist für jede Begutachtung die Kenntnis, basiert natürlich darauf, dass wir diese 2 mm aus diesem großen Tumor zur Diagnostik bekommen. Diese 2 mm können nur ganz bedingt ein Hinweis auf die Gesamtbiologie dieses Tumors sein. Ein sehr charakteristisches Bild ist diese Abbildung B. Es ist das klassische Bild des kleinzelligen Karzinoms, das röhrenförmig, manschettenförmig in der Wand wächst und erst spät diagnostiziert wird. Also verständigen und müssen ein Konzept entwickeln, wie wir diese sehr verschiedenen Tumortypen, die es nicht mikroskopisch gibt, auf die ursprüngliche Struktur. Nun, wenn man intensiver sich die Tumoren ansieht, dann kann es sehr problematisch werden. Und jeder von Ihnen sitzt vor dem Mikroskop und überlegt, nachlässig. Wenn wir nun aber suchen nach den Vorläuferzellen, und dieses ist ein Ausschnitt aus einer großen Serie von Kinderlungen und Jugendlichen, dann kann man dieselbe Diagnose stellen, wie wir in Deutschland oder jemand in Amerika. Und dafür macht sich die Weltgesundheitsorganisation in Absprache international unter den Pathologen Gedanken. Und Sie kennen alle diese WHO-Klassifikation. Es eigentlich im Moment nur um eine Frage geht. Small Cell or Non-Small Cell Carcinoma. Das wollen die klinischen Kollegen von uns wissen. Warum? Weil in den letzten Jahren sich doch bemerkenswerte Therapien nach der neuen UICC-Klassifikation geht es auch bis 4. Ich halte da nicht viel von, denn die Unterschiede zwischen 3 und 4 sind nur schwer dann auszuhalten. Können Sie eigentlich die Karzinomdiagnose nicht vollstellen? Bitte weiter. Hier ist ebenfalls ein solches Präparat vorhanden, wo aber zytologisch alle Kriterien für die Diagnose Plattenepithelkarzinomen der Bronchialwanddrüsen und wichtig für uns die entzündliche. Und wenn Sie Ihr Präparat sorgfältig gemustert haben, dann ist hier
eindeutig die Krebsdiagnose. Die tägliche Praxis sieht anders aus, indem Sie nur diese 2 Millimeter des Tumors bekommen. Aber Sie konnten ja in diesem, und ich zeige Ihnen jetzt einzelne ausgewählte Ausschnitte. Ich hoffe, dass wir uns alle hier im Raume einig sind, diesen Tumortyp doch als Plattenepithelkarzinom, Squamous Cell Carcinoma zu bezeichnen. Und nun gibt es zwischen dieser basalzelligen Komponente und den hochdifferenzierten Anteilen selbstverständlich viele Übergänge. Und ich kann es niemandem übel nehmen, wenn er Giant Cell Carcinoma ist. Wir werden 4 verschiedene zytologische Subtypen von Adenokarzinom bekommen. Und es hat überhaupt keinen Sinn, dass wir miteinander streiten, dass der Recht hat oder der Recht hat, sondern das ist die Tumorbiologie. Und im Laufe des Wachstums eines Nekrose-Zelldetritus, das kann im Sputum erscheinen. Oder, ganz wichtig, auch wenn Sie mit Katheterbiopsien arbeiten, eine hervorragende Tunnevat huvin ja neil läheb veel õnneks võib-olla siin. Keep smiling. Ja, Okay, keep smiling.
Beautiful section. Там буквально если большая вырезка. Это да. А у нас, я говорю, самое уже мы экономим. Конечно, вырезать. Извините, вы можете перевести, спросить, сколько стоит вот эти вот каждые эти аппараты? Einen Biopsien in Serienschnitten auf einem Serienmikrotom herstellen müssen. Und in manchen Fällen hat das Material nicht gereicht. So haben wir viele Fälle vergeblich angeschnitten, bis dass diese große Serie einige Vorstellungen geben, wie wir in Düsseldorf das Material handhaben. Zunächst werden die Biopsien gezählt und ungefähr nach ihrer Größe beschrieben. Dann wird das Material aussortiert, was nativ behandelt werden muss, zum Beispiel für die Diagnostik von Innervationsstörungen des Dickdarms sortiert. Dabei separieren wir das Material aus den Proben, jeweils eine Ginsa-Färbung machen. Dies machen wir wegen der Helicobacter pylori-Diagnostik, also eine modifizierte Ginsa-Färbung. Die größeren Partikel werden natürlich separat zugeschnitten, dabei durch einen längeren Stiel. Bei den gestielten Polypen wird die Absetzungslinie separat untersucht. Bei den sessilen Polypen werden die Polypen zerlegt und komplett eingebettet hintereinander. Ich glaube, wir haben Biopsien aus dem Esophagus und die Endoskopieangabe ist mal wieder sehr schlecht. Es steht hier nur Malignität, Fragezeichen. Damit müssen wir viel zu sagen. Nicht gleich groß vergrößern. Die Übersicht ist ganz, ganz wichtig. Schauen Sie sich die Mosaiksteine der Zangenbiopsate erst genau an. Suchen Sie nach Unterschieden. So sehen Sie hier Plattenepithel, Plattenepithel, Plattenepithel und dort eine Nekrose. Und bei der mittleren Vergrößerung haben Sie hier ein Areal, was auf den ersten Blick suspekt aussieht. Sie sehen hyperchromatische Kerne. Sie könnten also fehlgeleitet werden in Richtung Diagnose eines Plattenepithelkarzinoms.
In der stärkeren Vergrößerung sehen Sie dann aber ein normal geschichtetes Plattenepithel. Hier dieses Areal mit den hyperchromatischen Kernen direkt angrenzend an dieses normal geschichtete Plattenepithel. Die beiden sind doch danach mit dem Bus. Ach, mit dem Bus? Ja, mit dem Zug. Ja, richtig. Mit dem Zug, ja. Ne? Ich weiß. Ja, stimmt. Die sind mit dem Zug gefahren, ja, abends. Ne? Und wir heute zwei Junge. Ja, ich war auch mit dem Bus, ja. Wir haben uns heute Gepäck gemacht und einen ganz früheren Gepäck, dass sie nicht gucken konnten und trauen. Ja, aber was wir doch nicht haben. Wir werden sicher nicht mehr Immer, ja. Immer sofort. Es geht automatisch. Ja. Reflex. Enne veel filmi on meil ära. Oota, Leib olemas pilti teha ju. Aga kus osa rahvast jäi, kas sa saab ta annan saada? Tead, Enn, mis ma soovitan? Kustuta see tuli ära. Aga ma ei näe, kus on üks proua see. Ma otsin ühte prouat taga. Ei ole. Siit sa tõesti. Ma pean näema seda Steht bitte alle zusammen, näher, ein bisschen näher. Paneme Hennu emale ühte kohad ja keset teid, palun. Esimene meeldib. Mina ei saa istuda, noh. Ma võin pikalt. Это что? Книгу подарили. Ленарка мне хочет с Киевом. Die IAP beginnt immer auf die Sekunde genau. Somit haben die beiden Referenten wieder das Wort. Vielen Dank, Herr Delling. Guten Morgen, meine Damen und Herren. Wir wollen heute die letzten 4 Präparate aus der Serie der Magenpräparate noch besprechen. Wir werden anschließend das Duodenum und den Dünndarm ganz überspringen, im Kolon dann alle Präparate auch wirklich zu schaffen. Wir meinen, dass es wichtiger ist, jeden einzelnen Fall gut durchzusprechen und mit ihnen zu diskutieren, als dass wir den Ehrgeiz hätten, möglichst alles zu schaffen, was sie dann überfordern würde und uns auch. Herr Borchardt beginnt mit den ersten beiden Fällen.
Meine Damen und Herren, heute verspreche ich Ihnen, guten Morgen, meine Damen und Herren, heute verspreche ich Ihnen, dass ich Ihnen nichts mehr über den Helicobacter pylori erzählen werde. Ich bin natürlich bei den Tumoren angelangt. Der 21. Fall des Symposiums handelt von einer 76-jährigen Frau. Bei den in der vorherigen Biopsie, die auch zu unserem Institut gelangte, war zu wenig Gewebe, der zum Teil über sehr schmalen Stromasepten einen papillären Aufbau zeigt. Daneben finden sich sehr kleine, Rücken an Rücken gelegene Tumorverbände. Es erscheint stellenweise so, als ob die Drüsen stark verzweigt sind. Vergrößerung, solche papillären Verbände und gelegentlich kleinere Drüsenverbände. Darüber hinaus, im Gegensatz zum normalen, lockeren Schleimhautstroma, hier bereits eine fibröse Stroma-Reaktion. Bitte weiter. In dieser noch höheren Vergrößerung. Den zweiten Akt haben wir gar nicht erst gespielt. Und beim dritten Akt hören wir mittendrin auf und lassen den Höhepunkt einfach so fallen. Pfeifen Sie uns nicht aus. Es war nur ein Trick von uns beiden, damit Sie uns wieder einladen und Sie die anderen Akte auch noch hören können. Wie bei Festspielen muss ich aber als Schauspieler zum Schluss einer Premiere Dank sagen. Wir haben natürlich einen Beleuchtungsingenieur gehabt, Herr Müller hat auch das wunderbar gemacht. Bei unseren Festspielen geht es nicht ohne Bühnenbild. Unsere Bühnenbildnerin am Diapositiv-Mischpult, Frau Müller, hat gesagt. Und wir haben eine Reihe von Intendanten und Regisseure, Dirigenten sozusagen dabei, aus Deutschland die Herrn Legeland und Herrn Tutowitsch und aus Ihren Staaten die Kollegen Lipping, Kleiner und, jetzt werde ich es wahrscheinlich falsch aussprechen, Laurina Vitius. Vielen Dank für die große. Und meine Damen und Herren, erstmals ist mir klar geworden, wie wichtig im Schauspiel, in der Oper, die Souffleure sind. Hier sind es die Übersetzer. Es waren Vitali Leiber, herzlichen Dank, und nahezu unglaubliche Leistung. Wir konnten ja zwischendrin mal zwischen unseren Arien und Duetten ausruhen. Und Sie konnten mal die Augen zumachen, aber er musste die ganze Zeit arbeiten. Herr Chioggia, vielen Dank. Meine Damen und Herren, wir sind damit wirklich fast am Ende. Herr Stolter hat alles gesagt, er hat die Technik erwähnt, den Übersetzer, die Organisatoren. Herr Stolter, Sie haben mir das alles schon aus dem Mund genommen, aber für Ihre Leistung steht Ihnen das zu. Ich glaube, wir können nur noch zwei Dinge sagen. Das eine ist, wer hat denn am meisten gearbeitet die Tage? Ich glaube, die Zuhörer. Also, so gebührt Ihnen ein besonderer Beifall. Das zweite, die Referenten, Frau Eckhoff, Herr Müller, Herr Stolte, Herr Borchardt, Sie haben Ihr Letztes gegeben.
Und Sie haben gehört, Sie alle hoffen, wiederzukommen. Sie wissen vielleicht doch noch ein kleines bisschen mehr. Das letzte Schlusswort spricht dann Dr. Wegener für uns alle. Lieber Herr Delling, es wird nicht das letzte Schlusswort sein, wir sind ein Chor. Herr Lipping und Herr Wolkow werden auch noch ein paar Worte zu uns sprechen. Aber bevor wir soweit sind, muss ich erst ein paar Schritte nach oben gehen. Erst einmal nur eine ganz rhetorische Frage, hoffe ich. Wollen wir es nochmal machen? Und wenn ja, wollen wir es nächstes Jahr machen oder wollen wir es übernächstes Jahr machen? Und wenn ja, dann in Litauen im nächsten oder im übernächsten Jahr? Also erste Frage, wollen wir das nächste Seminar im nächsten Jahr machen? Wer ist dafür? Wer ist dafür, dass wir das nächste Seminar im nächsten Jahr? Gut. Erstes ist verstanden. Dann frage ich nicht mehr, weil das einstimmig war, ob wir es erst im übernächsten Jahr machen. Von Kollegen Lipping. Und damit Sie Tallinn nicht aus dem Auge und dem Sinn verlieren, darf ich Ihnen dieses Spiel setzen. Lieber Herr Borcher, herzlichen Dank. Ich gebe Ihnen die Blicke. Alles Gute. Jetzt habe ich aber noch, nein, Herr Lipping, bitte bleiben Sie hier. Dies ist jetzt eine Aufgabe, die Herr Kollege Lipping übernommen hat, nämlich den Bibliotheken in Tallinn zwei Exemplare. Meine Damen und Herren, es geht alles vorüber, aber es ist nicht noch vorbei. Wir haben in Estland der große Eider und kleine Eider. Wir haben hier zwei große estnische Diagnosten, praktische Pathologen aus zwei Generationen. Sie dirigieren die größten pathologischen Institute in Tallinn. Dr. Velovanes ist unser Klassiker, Monument, unser Vater in Pathologie. Ihr Vater war auch ein Professor der pathologischen Anatomie in Tartu. Und wir wünschen Ihnen mehr als 99% richtige Diagnosen. Die zweite Mann ist unser Mann im Sozialministerium auch. Er ist auch ein großer Arbeiter. Wir haben nur Sozialministerium, kein Medizinministerium. Wir in baltischen Staaten haben oder kleines Geld, aber nur Geld. Und er hat zu machen unnötig für die pathologische Anatomie. Er ist Dr. Investor.
Mein kleines Geschenk, lieber Herr Lipping, fällt völlig unproportional aus. Es ist nichts weiter als ein Buch, welches nur wir beide zu würdigen ist, weil es einem sehr internen Wunsch von ihm entspricht, und wir haben uns viel Mühe gegeben, es zu finden. Die englische Ausgabe der Iceland Sagas von Magnusson. Er weiß, worum es geht. Lieber Herr Lipping, alles Gute, herzlichen Dank. Wir müssen leider noch mal drauf kommen. Sie sind nämlich noch nicht zu Ende. Wer so einen Kongress organisiert hat, hat Verantwortung über die Zeit hinaus. Und wir haben uns überlegt, wie wir sie noch ein bisschen beschäftigen und belasten können. Nachdem uns nämlich in Berlin ein Kollege ein Mikroskop gespendet hat und er sagte, nehmen Sie es mit und geben Sie es einem Pathologen. Gerne, sagte ich. Aber ich wusste es nicht. Wer kann dieser Pathologe sein? Zwei Bedingungen. Er muss unter 40 sein. Er muss der Pathologie treu bleiben, über das 40. Jahr hinaus. Und er muss in Ihrem estländischen Pathologenkreis eine Zukunft haben. Wenn Sie einen solchen Pathologen kennen, lieber Herr Lipping, beraten Sie sich vielleicht mit anderen, dann darf ich Ihnen dieses mit der Bitte um Weitergabe überreichen. Es ist ein bisschen schwer. Ich hoffe aber, dass Sie den betreffenden Kollegen eine große Freude machen können. Jetzt wollte Herr Wolkow sich noch einmal äußern. Kommen Sie doch näher. Dear colleagues, it was 1 year ago when we all met in Europe, and now this year is over, and now we're all again on the beach of Baltic Sea, but from the other side, we are in Lallesma. International Association of Pathology, German Division, and German Baltic Association have made these meetings for us, and we are very grateful for them. Dear colleagues, we have spoken all with you, and I think that such meetings are fantastic from such point of view that pathologists from small towns of all districts of Lithuania, Estonia, and Latvia may come here and with their own ears and eyes can hear, can discuss all these necessary programs. Second step, I consider, and we all consider, that such lectures are very necessary for the teachers, lecturers of the university, the doctors of Vilnius, Kaunas, Dorpat, and Riga, as our knowledge we are passing to the students, to the future doctors of these small states. Dear colleagues, large and widest contribution of German colleagues in our education, it is not only this seminar, it is books,
and reactors which colleagues are sending to us. Some of us have been abroad in Germany and studied there. And 1 year now we have opportunity, owing to Professor Dillin, to read new, fresh, last journals of pathology. Thank you. What contribution is of all this division, German division? One professor was not in Riga, but we felt his influences and help already from 1991, 1992, and therefore our first congratulations. We begin with Professor, and his name is Vladimir Totovic. Now about lectures. I'll be short. Half of our 2 days were spent to the lung pathology. It is classical part we see not mainly on operation material. But those days we saw also histochemistry, which we need in the future. Maybe this method will be in Riga, Tallinn, and Vilnius and other cities. And therefore, thankful for Professor Miller for this interesting part of the lectures. Now, gastroenterology. Gastrobiopsies from the stomach, intestine, is taking large part of our day, allotting, I hope, in each everyday job. And therefore, it's very nice that these lectures were built on everyday things which are possible in our states, and only for the illustration, for understanding pathogenesis, were used again these special methods to teach us. Therefore, our thanks to both Professor Bockhardt from Düsseldorf, and Professor Stolte as the Of course, thank you very much for Estonian colleagues. We consider that you've done better than we in Jurmala, but you were the second. Thank you very much for all this technical help, for this nice place, for this resting house, also for our rest. When I prepared my speech, the end of the speech was such, let us dream. Because 1 year ago I asked also you to dream that maybe it will be tradition that Europe is coming to the eastern part of Europe. And now you see that it is reality. And now from Dr. Wegener I feel that maybe this dream again will be reality. And we will meet maybe in Lithuania. Thank you very much. Я буду говорить по-русски, потому что этот язык знаю лучше, чем английский или немецкий. Я вас прошу перевести, если можно, немножко. Okay? И, конечно, хозяевам в лице доктора Липпинга, благодаря которому мы могли работать не только плодотворно, но и отдыхать. И со взглядом в будущее я хочу поблагодарить доктора Вегенера и с надеждой, что в следующем году он тоже сделает все возможное, чтобы такое же мероприятие произошло у нас.
sagen, so gut wie Professor Todorovic es will, wird es passieren. Herzlichen Dank nochmal allen und auch diesem Schlusswort von Frau Kleiner, glaube ich, brauchen wir nichts hinzufügen. Aber ich möchte doch noch die Information geben, wie es jetzt weitergeht heute. Diejenigen, die nicht gleich abreisen, werden mit uns gemeinsam Mittagessen. Und um 14 Uhr fahren wir nach Tallinn. Dort haben wir einen Spaziergang und ein gemeinsames Essen in einem kleineren Restaurant. Das wird so gegen 17 Uhr sein. Danach noch einmal einen anderen Teil Tallinns anschauen. Abends Konzert im Rathaus. Und ich weiß, dass viele von unseren baltischen Kollegen schon heute zurückfahren. Ich hoffe erst nach dem Konzert. In diesem Sinne wünsche ich uns noch einen. Näiovat läksid taas aga meie läheme. Ich bin Margarete, ich bin der Bandleader hier. Enn, me oleme sinuga kaua rääkida, et peaks tulema õlut jooma. Nüüd lõpuks meil on säälastega teod. Tule, Mari. Millal nüüd lõpuks saadab selle? Aga sinu valda kõik on. Also ich versuche mal darzustellen, was wir hier bestellen können. Das ist ein Scotch was Besonderes für Estland. Und Sie können also hier ein gutes Bier trinken. Und es sind nur kleine Snacks. Aber wir sind ja in unserem Hotel um 22 Uhr und werden wir da sein. Wer möchte ein Bier? Dunkel oder hell? Thank you. Ja, gerne. Wir haben Zeit für Person. Ich denke,
Also, was ich mit Ihnen besprechen möchte, ist nur, also wann kann man das Meeting machen? In welchem Monat oder an welchen Tagen? Ob das zum Beispiel geht Made in England. Try it. The sweeter one than the gelatin. Original gelatin und Scotch made in England. A bit sweeter. Vielen Dank. Jetzt danke sehr. Alles sehr gut. For the man, he preferred this one. I have all the time. This. Darf ich Ihnen? Ja. Nein, helfen. Ja? Mehr helfen. It's my pleasure. Waren Sie mit Dunkelbier? Das Konzert beginnt um 20 Uhr. 19 Uhr? 19. Wir haben noch 2 Stunden bis Konzert hier. Ja, weil einige nämlich noch ein bisschen wandern wollten. Dann muss man denen halt sagen. 19 Uhr. Ist richtig, ja? Ja. Programm steht 20 Uhr. Ja, aber weil ich sehr Mein erster Besuch in Deutschland. Überhaupt im Ausland. Ich war für mich persönlich war die Grenze geschlossen. Für meine Idee und so weiter. Ich habe ein bisschen Konflikt mit unserer KGB. Sie haben mit mir, aus mir eine Kollaboration nicht zu machen. Ich habe gesagt, die haben gesagt, was sie machen. Jetzt, wenn etwas nicht in Ordnung ist, sie sich selbst schuldig. Und ich hatte damals relativ eine Verwandte in England. Paul, die wird gefilmt. Heimlich, mach es nicht. Heimlich. Niemals. Ich habe solche Antworten
Sie filmen ja immer. Jetzt haben wir auch die schöne Sonne dabei. Very interesting dark place in addition to one you see, and then we go direct to the Bitte, posieren Sie. Ja. Dass die Sonne kommt. Platz und Schlafplatz da oben. Und früher war hier auch ein Café unten, ich weiß nicht, was hier ist. Nicht mehr das Klosterplatz, sondern unlängst. So. Und da unten auch für die Keller Kenntnisblick noch zum mehr Konzert. Heilige Wir kommen sonst zu spät. Diese Treppe. So, halt eine andere Hand hier. Oh, so. Schön.
Ja, hat geklappt. Ach gut. Ah, siehst du. Ja, hier sind Grabsteine, die hier unten gewesen sind. Und nachher wurden die auf Rockhallmale gebracht. Und von dort wieder zurück hierher. Weil, jetzt muss man sagen, also da waren die russischen Soldaten, die haben die so etwas gebaut. Ja. Und die wurden abgeholt. Hat er gezeigt? Ah, das war einmal in den Pfeilfigur. Hat das auch die gestern Abend gezeigt? Das war am Pfeilfigur. Aber das ist der Grund, die vermissen. Sehr wunderschön. Dann wirkt alles gleich schön und verläuft. Nur 300 Meter bis Strasbourg. Was machen die da? Oh, Wir gehen jetzt zum Hafen. Bitte, ja, bitte gehen wir. Gehen wir nach Hafen. Oh.
Jetzt wird das Geheimnis gelüftet, ja? Ich habe die Ehre, Sie zu begrüßen in unserem alten Rathaus im Namen des Allner Stadtverrats. Selle siitses raekojas on Tallinna kodanikud püüdnud oma linna ise valitseda juba rohkem kui 600 aastat. In diesem schönen Haus haben die alten Stadtbürger alles gemacht, um die Stadt selbst weiterzuführen, schon vor 600 Jahren. Kuna aga Eestimaal on olnud väga erinevad võimud Toompeal, siis erinevad aegadel väga erinevad õnnestunud. Da aber hier die Tompeerschen oder Dombergschen hohen Leute immer etwas voneinander ausgesehen haben, da ist nicht alles so, wie es sein musste. Die einen waren etwas besser, die anderen etwas schlechter. Tallinn on Eesti pealinn. Tallinn, Hauptstadt Estlands. Eestlasi on väga vähe, kogu maailmas on meid 1 miljon. In Esten gibt es im ganzen Welt sehr wenig, so ungefähr 1 Million. Ja seetõttu alles selle sajandi algusel aastal 1907 oli siis siin Raekojas esimene eestlasest linnapea. Eben darum war der erste Stadthaupt ein Ester hier seit dem Jahr 1907. Ja kuigi ka Tartu Ülikool on vana ülikool, siis eesti keeles õpetatakse seal alles 75 aastat. Ja, obwohl die Tartu Universität auch eine sogenannte westliche Universität gewesen ist, da wird erst seit 1917 auch westlich gesprochen. Meie elame praegu siin väga huvitaval ajal. Wir wohnen jetzt hier in einer sehr interessanten Zeit. Mina olen nii vana mees, et ma oma silmaga nägin, kuidas siia 17. juunil 1940 tuli Teletank. Der Herr ist so jung oder so alt, dass er selbst das gesehen hat, wie am 17. Juni 1940. Ja, die ersten russischen Panzerzüge gekommen sind. Ja see sündmus, kui nad nüüd lahkusid siit 34. augustis, see sündmus, mis oli Euroopa tähelepanu keskpunktis, seda oli minu ääretult veidi veidi. Und das, was geschah hier unlängst und was
für dieses sehr gutes und notwendiges Unternehmen. Es ist sehr gut für uns und wir möchten jetzt eines Souvenirs übergeben, was half Ihnen in Erinnern an Estland, Tallinn und auch in Symposium in Laugarsen. Bitte, Professor Wegener. Professor Philipp. Herr Professor Dr. Wir hoffen auf weitere angenehme Zusammenarbeit. Wir wünschen Erfolg und alles Gute für Zukunft. Vielen Dank. Auf baldiges Wiedersehen. Also, ich bitte Sie, wir wollen etwas so rumschauen, dass wir da interessant sehen können. Noch etwas erwidern. Ja. Lieber Herr Immoyan, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich bin sehr überrascht. Wir waren zu einem Konzert
und haben das schon als eine besondere Auszeichnung empfunden, dass es in diesem Saal stattfinden soll. Und wir finden einen Empfang, wir haben eine Begrüßung, die einfach uns überwältigt, weil sie zum Ausdruck bringt, dass wir hier sehr gern gesehene Gäste waren. Und das, was mich daran überwältigt ist, dass ich als Deutscher ein gern gesehener Gast bin. In diesem Sinne, herzlichen Dank. Ich möchte noch ganz kurz sagen, dieses Buch, wenn Sie es sehen, es trägt den Titel Leben danach. Und an dieser Stelle möchte ich für die International Academy of Pathology zum Ausdruck bringen, dass wir Ihre Sorgen, die Sie eben sehr anschaulich gesagt haben, natürlich teilen und dass diese international weltweit bekannt sind. Und die Sorge, die, wenn wir hier sind, und wir haben ja aufregende Stunden verbracht, auch in Riga, in Talia, die Sorge, die immer mitschwingt, ist ja, dass angeklungen war, dass das Baltikum für viele Jahre aus dem Gedächtnis verdrängt war, vergessen war, dass dieses noch einmal passieren kann. Ich glaube, Ihre Erfolge und Ihre Haltung und Ihr Handeln in den letzten Jahren hat doch bewirkt, dass ich persönlich ganz sicher bin, dass die jetzige Generation das Baltikum nicht vergessen wird, sondern international alle Anstrengungen unternehmen wird, um ihnen dort zu helfen, wo es notwendig ist. Und wir sehen ja auf dem Gebiet der Pathologie, dass wir auch bereit sind, unbequem zu helfen. Das heißt zu sagen, Sie müssen dort etwas machen und wir glauben, an dieser Stelle, auch wenn es vielleicht im ersten Moment nicht gefällt, ist es besser, dort beginnen zu arbeiten, als vielleicht an einer anderen Stelle. Insofern glaube ich, alle Teilnehmer sind sich sicher, dass sie von sich aus wiederkommen werden